So gut, danke vielmals. Wir werden heute ja keine Predigt haben, aber jeder Einzelne von uns kann da seinen Beitrag leisten und mit uns teilen, was du in diesem Jahr mit Gott erlebt hast. Ich wollte einfach am Anfang, um in die Zeit hineingehen, noch schnell beten und Gott auch wirklich schon von Anfang an Danke sagen. Er ist so groß. Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen, wirklich auch da sein und erleben, miteinander teilen, dass du wirklich uns begegnen willst, dass du teilhaben an unserem Leben und dass du dort reinwirken willst. Ich danke dir, dass jeder Einzelne von uns dich erleben darf, dass du gross bist und dass du einfach wirkst unter uns und mit uns. Danke jetzt auch für die Zeit vom Zeugnisteilen. Schenkt uns Mut und Kraft auch, ja, mutig dafür zu stehen und erzählen, was wir mit dir erleben dürfen. Amen. Der Andi Wenninger, er hat sich vorgekommen, das ist super cool, er wird uns etwas weitergeben zum Thema Glauben. Danke vielmals, bist du da. Die Bühne gehört dir. Ja, danke schön. Das Mikrofon ist ja schön vorbereitet worden, dass ich da höckeln kann. So gut. Ja, schon seit längerem, seit ein paar Jahren, begleitet mich eigentlich die Faszination von dem Senfkorn-Glauben, wo Jesus davon geredet hat, wo Berge versetzen kann. Etwas, was ich auch gebetet habe, mit Jung schon eigentlich, schenkt mir das Herz mit einem grossen Glauben und gleich habe ich das Gefühl, ich kann es noch überhaupt nicht. Es fällt mir immer schwer, gross zu glauben und Gott voll zu vertrauen. Und da bin ich vor ein paar Wochen in der Ferien gewesen, mit einem Kollegen zusammen zu zweiten. Wir haben eine Tageswanderung geplant, so Tageshike, so 10 Stunden laufen, ordentliche Höhenmeter und so. Und wir haben uns richtig gefreut drauf, haben auch unsere Route ein bisschen nach dem ausgerichtet, um das zu machen. Und einen Tag vorher, wir haben nicht viel gemacht, viel Auto gefahren und ein bisschen rumgelaufen, aber gar nicht verrückt. Es hat mir das Knie so angefangen wehtun. Und ich dachte, ja, also besser ist es jetzt noch nicht geworden in dem Lauf des Tages. Und also zum Kollegen gesagt, also wenn das morgen nicht besser wird, dann wird es ein Zeh. Ja, dann sind wir dann um 6 Uhr aufgestanden. Ja, das Knie ist noch nicht besser geworden. Dann um 7 Uhr losgelaufen. Man ist ja dann immer optimistisch, oder? Ja, aber nach den ersten paar Schritten habe ich gemerkt, ja, das ist noch schlimmer als gestern. Da hat irgendwie hinten dran noch irgendeine Sehne gezuckt, die mich gespickt hat. Ich bin leider nicht Doktor. Ich komme da nicht so draus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt schon etwas nicht. Und einfach so aus dem Nichts raus. Also ich habe keine mechanische Einwirkungen gehabt oder Unfall oder so. Ich dachte, ja, jetzt ist es schon schade. Also jetzt haben wir extra unsere Route angepasst und jetzt tut mein Knie so weh. Und ja, was machen wir als Christ? Oder? Wir beten einmal, so die Hand aufs Knie gelegt während dem Lauf und einfach Jesus gesagt, hey Jesus, komm du in das Knie. Tu du das wiederherstellen mit deiner heilenden Kraft, die dich vom Tod errettet hat. Die lebt ja in uns. Das Versprechen haben wir. Und ich habe das proklamiert über mein Knie und nachher war es einfach gut gewesen. Und ich dachte, das kann jetzt ja nicht sein, oder? Irgendwie so gemacht. Und dann hat in mir einen Kampf angefangen zwischen, ja, ist es jetzt einfach ganz oder ja, ist es vielleicht gleich nur ein Placebo-Effekt. Und in meinen Gedanken habe ich immer hin und her geswitcht zwischen Vollgott Vertrauen und eben gleich, ja, es ist eben gleich noch nicht gut. So bin ich dann gelaufen, immer noch in dem Kampf mit Jesus am Reden innerlich. Und ich habe mein Knie die ganze Wanderung gespürt, aber wir sind also auf den Berg hochgelaufen, haben hier oben wunderbar zu Mittag gegessen mit super Aussicht, völlig zerstört wieder heimgekommen, aber nicht zerstört, weil mein Knie nicht mögen, sondern einfach, weil wir müde waren. Und mein Knie hat die ganze Wanderung mitgemacht und das ist einfach ein Zeichen, dass Jesus bei uns ist und uns heilt und uns wirklich herausfordert, ihm voll zu vertrauen. Und am nächsten Tag habe ich mein Knie nicht mehr gespürt, keine Ahnung, was die Aktion hätte sollen. Aber genau. Und vor ein paar Monaten habe ich einen Catch-up-Input vorbereitet, wo ich dann auch auf die Apostelgeschichte 3 gekommen bin, Vers 8, Vers 7, wo der Petrus und der Johannes zum Tempel gehen und dort einen Lahmen heilen. Und ich werde mit dieser Bibelstelle schliessen, was heißt: Mit diesen Worten fasste Petrus ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Also was war zuerst? Zuerst hat ihm der Petrus geholfen aufstehen und dann ist die Kraft zurückgekommen. Und genau so ist es so viel in unserem Glauben. Zuerst müssen wir glauben und vertrauen und dann ist Gott da und haltet sein Wort und hilft uns.
Danke, Andi. Mega ermutigend auch, einfach auf Gottes Wirken hoffen und wirklich damit rechnen, dass er reinwirken will. Wir haben Bea Haller da. Sie ist eine von diesen Familien, die die Quarantänezeit ganz näher erlebt hat und sie wird uns aus dieser Zeit berichten. Danke vielmals. Ich hocke jetzt auch da hin, weil es so schön bequem ist. Genau. Mitte Dezember hatten wir eigentlich unseren Special Brunch gehabt, mit dem Thema «Geht das Licht weiter?». Bei uns ist einfach alles gerade ein bisschen anders gekommen. Und zwar habe ich mich am 4. Dezember mit Corona angesteckt. Wo mich die Person, die ich hier Kontakt hatte, am 6. Dezember informiert hat, gesagt: «Bea, tut mir leid, ich muss leider etwas sagen. Ich bin positiv getestet worden, ist mir echt wirklich kalter Rücken abgelaufen. Wir waren gerade bei den Schwiegereltern, ich bin gerade sofort auf Abstand und gesagt: «So, ich will gerade heim.» Wir haben dann noch schnell einen Spaziergang gemacht, nachher sind wir wirklich ins Auto gehockt und heimgefahren. Dann habe ich angefangen zu überlegen, und mit dem habe ich jetzt Kontakt gehabt. Und dann ist mir das zweite Mal kalter Rücken abgelaufen, weil ich ein älteres Ehepärchen besucht. Ich war etwa eine Stunde dort und habe gedacht: «Leck mir, wenn ich jetzt positiv bin, was ist, wenn die auch?» Also dort war mir im Moment wirklich gar nicht so wohl gewesen. Gott sei Dank war bei dem Ehepaar alles in Ordnung gewesen. Wir hatten fleissig Kontakt miteinander. Bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das Telefon dort war nicht ganz so einfach gewesen, muss ich schon ehrlich sagen. Hat mich wirklich Überwindung gekostet. Genau, am Montag hat es dann schon angefangen mit den ersten Symptomen. Am Morgen früh schon. Am Abend sind die zweiten dazugekommen. Ich bin dann am Dienstag zu der Ärztin einen Schnelltest machen. Bin schon nicht mehr so frisch wieder dort rübergelaufen, wie ich am Montagmorgen rübergegangen wäre. Es ist mir schon nicht mehr so gut gegangen. Der war dann aber negativ. Da bin ich im Moment wirklich so ein bisschen, perplex gewesen, weil ich zur Mami noch gesagt habe: «Hey, 90% sicher komme ich positiv da raus.» Ich war so überzogen gewesen. Gut, er war negativ gewesen. Und dann dachte ich: «Ja gut, also.» Bin dann aber doch flach gelegen mit Gliederschmerzen im Bett und wirklich ist mir nicht gut gegangen. Am Donnerstag sind dann nochmal andere Symptome dazu. Ich habe gesagt: «Nein, jetzt stimmt es für mich irgendwie nicht.» Ich habe das Testzentrum angerufen und gesagt: «Ich muss nochmal vorbeikommen.» Bin ich dann am Freitagnachmittag gegangen, habe zu Pfungen den Test gemacht. Am Samstagnachmittag habe ich den Bericht bekommen, ich bin positiv. Ja, ich habe mich dann streng an die Vorlagen gehalten. Ich bin wirklich in die Isolation gegangen. Also ich habe mich in mein Zimmer verschanzt, habe das Mätteli vorgenommen, habe meine 10 Tage auf dem Boden geschlafen. Das ist eigentlich gut gegangen. So einmal habe ich so ein bisschen gespürt, aber da habe ich gedacht, jetzt muss ich nicht mehr lang. Genau, ich war eigentlich allein in diesem Zimmer rein. Also mit meinem Plotter und mit meiner Nähmaschine. Oder 3 Nähmaschinen, die mich kennen, wissen, dass es dann für mich nicht ganz so einfach war, dann nicht an die Nähmaschine oder etwas zu machen, wenn ich schon mal Zeit hätte, allein bin. Genau, nein, ich konnte wirklich nicht können. Ich bin eigentlich flach gelegen. Ich hatte entweder die Energie nicht oder einfach wirklich krank. Genau. Das Schlimmste war aber, nicht am Familienleben teilzuhaben. Also draussen, zu hören, wie es draussen gutzelt, Spass haben, Spiele machen. Ich konnte meine Kinder nicht umarmen, meinen Mann nicht umarmen. Die Tür war zwar manchmal mal offen, ich habe den Kindern gesagt: «Schau, dort vorne darfst du hinhocken.» Und das war für mich schon wirklich nicht ganz so einfach. Genau, ich war aber trotzdem nie allein. Gott hat mir einen wunderbaren Vers gegeben, und zwar im Psalm 8, 4 und 5. «Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn.» Und in dem Moment ist mir einfach so: hey, ich allein, da jetzt in dem Zimmer am Boden liegen, ich bin nicht allein, weil genau jetzt kümmert sich Gott um mich. Und das hat mir einfach so eine Ruhe gegeben. Ich hatte nie Angst. Gut, ich hatte auch nicht einen schweren Verlauf, wir nicht ins Spital. Aber einfach zu wissen, ich bin nicht allein. Klar, meine Familie ist da raus, aber da rein bin ich nicht allein. Und das hat mir wirklich wahnsinnig gut getan.
Am Sonntag, am 20. ist meine Isolation fertig und ich dachte, ja, ich war zwar noch nicht ganz fit, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe gesagt, endlich wieder in mein Bett schlafen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, bis ich am Morgen um 3 geweckt wurde und dachte, was ist jetzt ehrlich, ich möchte jetzt einfach mal in meinem Bett schlafen. Ich habe gemerkt, der Christoph ist unruhig. Und dann sage ich, kannst du nicht schlafen? Nein, ich habe Fieber und Gliederschmerzen. Ich dachte, das darf jetzt ja nicht wahr sein. Gut, wir haben dann ich habe probiert, schnell wieder weiter zu schlafen. Er ist rausgegangen, er hat sein Neocitran gemacht und so weiter. Am nächsten Tag habe ich nur so gedacht, oh, Scheiße, jetzt fängt das Seich wieder von vorne an. Also wirklich, ich habe so langsam meine Freiheit wieder gespürt oder gefühlt und gehofft darauf, jetzt kommt sie. Und dann hat es wieder von vorne angefangen. Christoph ist 3-4 Tage wirklich mit Fieber und Gliederschmerzen im Bett gelegen. Ich habe für mich nur gedacht, wie soll ich das machen mit den Kindern daheim? Und auch da wieder. Ich habe den ersten Tag sogar noch Staub gesaugt, die ganze Hütte. Dann habe ich gedacht, hey, die Kraft, die ich dort bekommen habe, das kann nicht einfach nur so sein. Ich habe genau gewusst, Gott ist bei mir und hilft mir jetzt, die Zeit zu machen. Sogar mit noch ein bisschen Putzen. Genau. Ich war auch noch nicht ganz symptomfrei. Ich durfte also auch noch nicht zum Haus aus dürfen. Die Kinder hatten auch Fieber, Husten und Gliederschmerzen. Die haben wir nicht testen lassen. Das war vielleicht auch besser. Wir waren ja in Quarantäne. Genau, dann hat mir Gott eigentlich nochmal einen Vers gegeben. Und zwar steht im 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18. Freut euch zu jeder Zeit. Ja, das war ein bisschen schwierig vielleicht. Hört nie auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände sind. Wie sie auch mögen sein. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ja, auch in dem konnte ich Danke sagen, dass Gott mir die Kraft gegeben hat. Danke, dass der Christoph relativ schneller wieder fit war oder fitter war. Also wir freuen uns natürlich schon, wenn der Kaffee wieder nach Kaffee schmeckt. Das ist auch noch recht extrem, wenn Geruch und Geschmack weg ist. Bei mir kommt es langsam wieder. Bin ich wirklich mega froh. Christoph noch nicht. Genau, aber nochmal zum Zurückkommen auf den Anfang. Geht das Licht weiter? Es war uns nicht möglich, am 13. Dezember jemanden einzuladen und das Licht weiterzugeben. Aber wir haben den ganzen Dezember so viel Licht erfahren. Wir haben Familie, Freunde, Bekannte aus der Gemeinde, aus der Nachbarschaft, aus auch Leute, die wir gar nicht so wirklich nähen Kontakt haben, die Leute aus den Kirchen auch vor allem, haben wir so viel Licht dürfen erleben. Wir sind bekocht worden, weil wir gesagt haben, das wäre eigentlich das, was uns am meisten helfen würde. Kochen etwas für uns, weil wir einfach nicht haben mögen. Und wir mussten doch etwas zu essen haben. Wir haben Blümchen bekommen, wir haben Gutzli bekommen, wir haben Vitaminbomben bekommen, wir haben frisch gemachte Spätzle bekommen, wir haben Leute, die Päckchen auf die Post gebracht haben für uns, dass es einfach vor Weihnachten noch ankommt. Leute, die immer wieder nachgefragt haben. Und wir wissen, dass die Leute auch da für uns gebetet haben. Und das war uns wirklich mega viel wert gewesen. Wir dürfen wieder raus. Wir sind noch nicht ganz fit, aber wir kommen wieder, wir sind gesund und danke Gott einfach vielmals für euer Mittragen. Merci vielmals. Und ich wollte auch den Leuten die Hause zusprechen, wenn du jetzt da am Livestream schauen bist und du bist vielleicht in Quarantäne oder in der Isolation oder du gehörst zu der Risikogruppe und darfst nicht mehr so unter die Leute. Du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Wir haben auch heute Morgen den Bubble da, den Simon Germann. Und auch er wird uns in eine Geschichte hineinnehmen mit Gott. So gut. So. Ein bisschen bequem machen. Ja, ich habe heute Morgen noch vor dem Gottesdienst, also ich habe mich vorgestern oder gestern gemeldet zum Zeugnis geben und jetzt heute Morgen vor dem Gottesdienst war es so was hast du schon wieder erlebt? Was hast du jetzt überhaupt erlebt? So die Frage ist reingekommen, du hast doch gar nicht erlebt. Und ich habe dann müssen, bin dann noch
schnell ab in die Stille und ich kann wie Gott bitten nochmal, was möchtest du sagen oder was möchtest du durch mein Leben sagen? Und ich habe gerade denken, dass auch die Predigt, den Input, den wir hatten im Praise Camp, wir haben das Praise Camp gehabt, wo der eine gesagt hat, dass genau der Teufel läuft wie ein brüllender Leu, aber hinter uns steht der Leu von Juda, also Gott steht hinter uns, wo auch ein lautes Brüllen hat und die kämpfen gegeneinander. Und mir ist es heute Morgen wirklich, genau das Bild ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, eben, dass die Anfechtung stattgefunden hat. Und ich habe dann wie so gedacht, also wenn die Anfechtung da ist, dann ist es sicher ein gutes Zeugnis. Also Gott hat mir wie dann gezeigt, hey, das was ich sagen genau, das ist gut, weil Anfechtung da ist. Genau, ich habe gesagt, dass mein Highlight ist Sola war. Und das war auch wirklich so. Genau, wir hatten wirklich eine mega Hammerzeit gehabt. Und genau vor dem Sola habe ich noch die Wege, meinen Wohnsitz gewechselt, genau in die Wege, in die Embry-Wege. Nice Wege. Und genau, das war für mich ein Wechsel, wo ein Stück weit mega wichtig war oder wo ich schon mega auf dem Herzen hatte, dass ich wie mal genau raus und selbstständig werden, wo wir auch schon vorher hätte können werden, aber genau, nein, aber es hat für mich mega gepasst. Und in dieser Zeit ist aber, oder nach dem Solo ist wie so die Zeit gekommen, oder sind wie so Gedanken gekommen, ja, jetzt hast du ja so ein gutes Solo gemacht und so, und jetzt darfst du ja auch mal geniessen und jetzt darfst du auch mal und genau die Gedanken sind sehr laut gewesen, und durch das bin ich wie mega in das hineingekommen, ja, dass ich habe schon länger wie jetzt kämpfen mit der Gamesucht ein bisschen und ein bisschen so ein bisschen, wo investiere ich meine Zeit, und genau, das ist dann gerade so nach dem Solo, nach dem Highlight ist das so ein bisschen reingekommen. Ja, jetzt darfst du ja auch mal geniessen und habe mich wieder mehr von diesen Gedanken leiten lassen und es ist genau, ich habe mich wie von der Lust kontrolliert, und bei mir eben ist es so ein bisschen, dass wenn ich gebe Sachen mega viel Raum. Also ich kann Sachen mega viel Raum geben, wo aber auch nicht mit Gott zu tun hat. Genau. Und das ist mega laut geworden in meinem Leben. Die Gedanken, dass ich auch geniessen kann. Und das ist ein Stück weit auch ein bisschen in Selbstmitleid hineingegangen. Genau. Und jetzt in dieser Zeit im Praise Camp habe ich mega einen Fokus erleben, den ich schon sehr lange nicht mehr hatte. Wo mir wie ein Vers, also wo mir wie 3 Verse mega wichtig geworden sind. Und zwar ist das 2. Timotheus 1, Vers 7, wo steht: Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Genau, dass wir einen klaren Kopf haben, dass wir frei sein. Genau, und dann ist noch der 1. Johannes, für mich haben die mega einen Zusammenhang. 1. Johannes, jetzt muss ich noch mal schnell schauen. Die Verse sind für mich mega wichtig geworden. Jetzt vertippe ich mich gerade die ganze Zeit. Das ist der Nachteil, wenn man auf dem Handy Bibelstelle sucht. Genau, 1. Johannes 2, Vers 5, genau. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. In dieser Zeit oder in dem Ganzen hinein habe ich immer gewusst, dass Jesus mein Fundament ist. Aber ich habe wie nach außen oder beziehungsweise eben habe mich wie etwas hergegeben oder etwas Weltlichem hergegeben. Und zu dem passt einfach mega noch der Vers, wo auch im 1. Johannes 2 steht, Vers 15: Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Und das ist mir mega aufgegangen jetzt in dieser Zeit, in dieser Woche, dass wenn ich mich der Welt hergebe oder etwas von der Welt, dass ich dann wie den Raum, wo der Heilige Geist, wo Gott in mir rein könnte haben, wegnehme und durch das wie auch Gott nicht erleben, nicht hören, nicht so spüren. Genau, und das habe ich mega erleben in der stillen Zeit, dass ich
das mega machen konnte, Gott Raum geben, am Heiligen Geist Raum geben, wo in mir lebt. Und das war für mich nur mega Segen gewesen. Und ich habe mega auch befreit leben in dem. Und wie ein neuer Zugang, weil dann sind die Worte, die ich gelesen habe, sind so in mein Herz hineingegangen. Und ja, wo jetzt auch bleiben, denke ich, wo auch mega fest bleiben im Herz. Genau. Das ist mein Zeugnis. Danke, Babel. Jetzt haben wir nochmal jemanden da und das ist Stefanie Klinger. Auch sie wird uns etwas teilen. Ich bin gespannt. Ist cool, ich kann gerade ein bisschen anknüpfen an das, was du gesagt hast, Babel. Und zwar, wir hatten ja das Praisecamp. Das Thema war «Mutig und frei». Und es ist so ein bisschen um Mut und Freiheit gegangen. Und das hat mich auch ein bisschen beschäftigt im ganzen letzten Jahr. Und zwar habe ich ein sehr abwechslungsreiches letztes Jahr gehabt. Also ich bin ja in Peru, heimgekommen, mega viele verschiedene Sachen gemacht. Und mir dort rein war immer wieder, dass wenn ich aktiv wollte, Reich Gottes bauen, dass dann eine mega Angst in mein Herz hineingekommen ist. Also zum Beispiel, der Dömzig hat es auch schon mal gesagt, als wir am Strasseneinsatz waren, in der Langstrasse. Wir waren dort in einer Kirche unten, wir haben Worship gemacht und mir ist gut gegangen, ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Und nachher hat es geheißen, okay, wir gehen jetzt auf die Straße. Und ich hatte so eine Angst in mir hinein. Und es ist wirklich so eine Angst, ich kenne das sicher. Es ist so kalt und es ist so lähmend und es nimmt einen mega ein. Und was ich dort mega erleben durfte, wo wir rauf sind und wo wir angefangen haben, Worship zu machen, der Moment, wo Gottes Gegenwart in einem reinkommt und wo Gottes Gegenwart grösser wird, dann wird die Angst viel kleiner. Und das hatte ich auch an diesem Praisecamp wieder gehabt, wo wir haben auch einen Strasseneinsatz gemacht mit The Four. Also ich kann es euch mega empfehlen, es ist eine coole Sache. Und es ist auch am Abend vorher, habe ich gelesen im Programm, okay, es gibt einen Strasseneinsatz und bam, hatte ich wieder mega Angst gehabt. Und es ist eigentlich, grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem, mit Leuten zu schwätzen. Und ich habe kein Problem, ihnen zu erzählen, was mich begeistert. Aber sobald es etwas ist, das irgendwie mit dem Glauben zu tun hat, habe ich eine mega Angst. Und durch das ganze Jahr habe ich immer wieder die Angst gehabt. Ich habe mega lernen, dass Gottes Gegenwart in einem grösser ist als die Angst. Und das möchte ich euch mega weitergeben, dass wenn ihr einfach auch mal Angst habt, dass ihr dann wirklich euch auf Gott ausrichtet und einfach euch fühlen lasst mit diesen guten Sachen und mit dem guten Geist, den Gott euch gibt. Und dass man dann auch viel mehr und viel Größeres machen kann. Genau. Danke Steffi vielmals fürs Teilen. Ich habe noch einen Bericht bekommen von der Familie Graf, von der Maya und dem Karl-Heinz. Sie sind in Kanada, ihre Enkel besuchen und ihre Tochter. Nein, ihren Sohn, genau, Entschuldigung, ihren Sohn und ihre Schwiegertochter. Und sie haben uns einen Bericht geschickt und ich werde euch jetzt den vorlesen. Das Plätzchen für sie nehmen. Genau. Liebe Gemeinde, heute grüßen wir euch herzlich auf diesem Weg und wünschen euch allen ein frohes, behütetes und gesegnetes neues Jahr. Wir sind am 31. Dezember von Kanada retour gekommen, wo wir unseren Sohn Daniel, unsere Schwiegertochter Yvonne und die Enkelkinder Tabea, Josua und Sarah besuchten. Am 5. Dezember machten wir uns auf den Weg zum Flughafen Kloten und waren überwältigt, dass wir ohne Probleme einchecken durften, was im Voraus eher unsicher war. Da Kanada sehr strenge Einreiserestriktionen hat. So waren wir einfach sehr dankbar, dass soweit alles klappte und freuten uns, nach einem Jahr unsere junge Familie wieder in die Arme schließen zu können. Nach 14 Tagen Quarantäne, die wir im Basement, im Haus und draußen auf dem Privatgrundstück verbrachten, genossen wir die gemeinsame Zeit. Es tat so gut, mit den Kindern und Enkelkindern auszutauschen, zu spielen und einfach dort zu sein und gemeinsam Weihnachten zu feiern. Das Farmerstädtchen, in dem unsere Jungen leben, liegt mitten in der Prärie im Süden von Alberta und die Landschaft ist einfach wunderbar. Wir staunten jeden Tag von Neuem über die wunderschöne Landschaft, Gottes herrliche Schöpfung, und erlebten eindrückliche Wetterstimmungen,
Manchmal konnten wir uns fast nicht satt sehen. Nach unserer Quarantänezeit unternahmen wir kleinere Ausflüge. Zum Beispiel gingen wir Eisfischen und genossen anschließend die gefischten Forellen zum Znacht. Inspiriert durch die super Idee, bringt das Licht weiter, wollten wir hier unseren Bekannten und Freunden eine kleine Weihnachtsüberraschung überbringen. In Kanada gibt es aber momentan sehr strenge Vorschriften. Es darf sich niemand aus 2 Haushalten treffen. So backten Yvonne, die Kinder und Maya fleißig Spitzbuben und verpackten alles in kleine Säckchen, beschriftet und mit einem Weihnachts- und Neujahrsgruß versehen. Am folgenden Tag brachten Yvonne, die Kinder und wir beide alle die Säckchen mit dem Auto zu den weit verstreuten, lebenden Freunden und ehemaligen Nachbarn von den Jungen und auch zu einigen Freundinnen von Maya. So gab es gute Gespräche und ein freudiges Wiedersehen an den Haustüren, wie schön, alte Freunde wiederzusehen und die herzliche Verbundenheit in Jesus zu erleben. Wir sind dankbar, dass Daniel und Yvonne einige gute Freunde in der Mennonitengemeinde haben und sich Tabea in der 1. Klasse gut eingelebt hat und sehr gerne die Schule besucht. Mit den Bildern möchten wir euch einen kleinen Einblick geben von unserem Aufenthalt in Kanada. Herzliche Grüße an euch alle, Karl-Heinz und Maya. Es ist schon noch cool zu hören, dass unsere Aktion geht, das Licht weiter bis auf Kanada rausgereicht gegangen ist und auch dort Menschen beschenkt worden sind und die Liebe von Jesus ein Stück weit in ihrem Alltag haben dürfen erleben. Wir wollen jetzt doch noch die Möglichkeit geben, hey, wenn du merkst, ich will spontan auch ein Zeugnis teilen auf dieser Bühne, dann wollen wir jetzt einfach nochmal Raum schaffen, wo du führen kommen und sagen, hey, mal, ich habe noch etwas, es ist mir noch etwas aufgeploppt, es ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, das ich auch noch gerne teilen würde. Ja, Kathi, komm ruhig. Auch du darfst natürlich auf diesem super bequemen Stuhl Platz nehmen. Wir haben vorher gesungen, alles Leben kommt von dir. Und ich habe am letzten Dienstag beim Morgenessen, was ich sonst nie mache, beim Morgenessen habe ich Radio gehört. Und dann haben verschiedene Moderatoren vom Radio DRS 1 haben da irgendwie diskutiert, woher das sie kommen. Die einen haben gesagt, ja, meine Wurzeln sind in Italien. Und der eine hat gesagt, ja, wir haben auch noch afrikanisches Blut in mir, in unserer Familie. Und dann haben die eine DNA eingeschickt, alle miteinander. Und die haben es auf Amerika geschickt, in ein Labor, ein spezielles Labor, wo sie die DNA untersucht haben. Weil in Afrika, dort hat es ja viele auch Sklaven, die aus verschiedenen Ländern kommen. Und dann haben sie das analysiert und haben dann das Resultat mitteilt. Und dann sind sie überrascht gewesen. Die einen haben die Wurzeln von Orten gehabt, die sie gar nicht gedacht haben. Und dann hat auch noch ein Professor geredet, der sich mit der DNA auskennt. Und dann hat er gesagt, eben, dass man einfach die DNA, also die Abstammung, kann ganz weit zurückverfolgen und dass sie nach der DNA sagen können, dass alle Menschen die gleiche Mutter haben, also dass alles Leben, jeder Mensch, von einer Mutter und von einem Vater abstammt. Und das heisst doch, dass die Wissenschaft bewiesen hat, dass die Bibel recht hat, weil Gott sagt, mit Adam und Eva will ich die Welt bevölkern. Und das ist so und das ist wissenschaftlich beleidigt. Und das hat mich so aufgestellt und ja, ich wollte das einfach weitergeben. Danke, Kathi, so ermutigend.
Wir haben noch Zeit. Wer will noch? Ja, Rahel? Ja, ich kann auch noch ein bisschen anknüpfen an das, was du gesagt hast, Steffi, mit der Angst, die manchmal kommt. Ich habe ja auch gar kein Problem, auf Leute zugehen und schwätzen, auch Leute, die ich nicht kenne. Und wenn es dann darum geht, von Jesus zu erzählen, dann kommt bei mir dann auch die mega lähmende Angst. Und ich habe aber auch mega erleben, wie Jesus so viel im Hintergrund schon lange vorbereitet und wir einfach in seinen Werk laufen dürfen. Und das überwältigt mich immer wieder, weil mir das auch bewusst macht, dass ich aus meiner eigenen Kraft gar nichts muss leisten und auch gar nichts kann leisten. Und das ist so befreiend, weil Jesus bereitet alles vor und wir dürfen einfach nur noch in diesen Werk wandeln. Und ich habe auch eine Freundin, die ich schon seit langer Zeit kenne und schon viel auch für sie gebetet habe, dass sie sich auch öffnen für Jesus und irgendwie nie Fortschritt gesehen haben. Und immer wieder mal probiert habe, in einem Gespräch irgendwie wieder mal auf Jesus zu kommen und hat immer mega abgelockt. Und dieses Jahr habe ich erleben, wie Jesus schon lange im Hintergrund an ihr gearbeitet hat und Sachen in ihrem Herz hat angefangen aufzubrechen. Auch durch schwierige Zeiten, die sie durchmachen musste, wo sie plötzlich offen geworden ist für Jesus. Und ich durfte mit ihr Bibel lesen, ich konnte mit ihr beten, schon mehrmals. Und mittlerweile fragt sie sogar von sich aus, ob ich bitte noch für sie beten bevor ich dann gehe. Und es ist einfach mega ermutigend auch für jeden von euch, der da ist oder der auch zuschaut, zum Wissen, Jesus tut im Hintergrund schon so viel mehr vorbereiten und zur rechten Zeit dürfen wir das dann auch sehen und dürfen einfach nur noch in diesen Werken wandeln. Und es lohnt sich so, bei Leuten einfach dranbleiben, für sie beten, auch wenn wir das Gefühl haben, oh, da müsste jetzt ein riesen Wunder passieren, weil Halleluja, Gott macht heute genau noch so Wunder wie früher und wir müssen einfach daran glauben, vertrauen und mutig sein. Genau. Danke, Rahel. Super, der Roger. Cool. Ich habe ja immer wieder von meinem Knie erzählt und was Rahel jetzt gesagt hat, ein riesen Wunder hat, das ist bei mir am Knie, wo die Gemeinde, die Ältesten für mich gebetet haben oder fürs Knie, für die Heilung vom Knie. Das ist nicht eingetreten. Aber das heisst nicht, dass ich nicht weiter an Gott glauben will, sondern ich will dranbleiben. Und der Phil, unser Pastor, hat es so gesagt, dann ist der Arzt, der geleitet wird durch Gott, eigentlich der mein Knie wieder in Ordnung bringt. Und ich habe an dem Arzt habe ich gesagt, also ich habe vor allem im Dezember habe ich extrem Schmerzen gehabt und auch jetzt, wenn ich länger als ich sage jetzt mal so 20, 30 Minuten auf dem Stuhl muss sitzen, Knie angezogen, dann muss ich zuerst aufstehen, heben am Tisch und warten, bis das wieder irgendwie funktioniert, dass ich laufen kann. Und meine Kunden, die haben immer Verbarmen mit mir, wenn ich mit den Kunden das erste Kundengespräch habe und so. Und ich weiss nicht, ob sich das auf den Verkauf auswirkt oder so, oder dass sie einfach gnädiger sind zu mir. Aber nein, Spass beiseite. Es ist sehr unangenehm für mich, mit dem Knie einfach so die Schmerzen durchzumachen. In der Nacht habe ich Schmerzen. Und ich möchte aber gleich auch allen danken, die gebetet haben für mich und dranbleiben sind. Ich bin in dem Sinne dranbleiben, dass ich halt einfach viel mit dem Velo fahre, bei Regen, bei Sturm, egal was für Wetter das ist. Und das ist das, was mir gut tut und so kann ich auch Muskulatur stärken. Der nächste Schritt ist jetzt vermutlich eine Knieprothese.
Es wird wahrscheinlich eine Vollprothese sein und mal schauen, wie sich das entwickelt. Danke, Roger, für dein Teilen. Das sind auch Sachen, die wir erleben miteinander in unserem Alltag, wo es nicht einfach immer nur schön und gut ist und trotzdem wenn wir mit der Kraft von Jesus vorwärts gehen. Und wir wollen doch gerade jetzt auch nochmal zusammen aufstehen und für dein Knie beten. Steht doch zusammen auf. Jesus, du bist gross und du hast alles gemacht auf dieser Welt. Du hast alles mitgeschaffen und auch so am Roger sein Knie. Du bist der, der die Kraft hat von der Heilung und du bist der, der Wunder möglich macht. Mit dir zusammen ist nichts unmöglich und ich möchte dir am Roger sein Knie anlegen, dass du dort kannst kommen mit dem Geist von der Heilung, dass es du kannst berühren und dass du ihn auch einfach kannst segnen auf einem weiteren Weg, wo er mit dem Knie wird gehen. Amen. Jetzt gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der die letzte halbe Stunde die ganze Zeit auf dem Stuhl gehockt ist, auf der vorderen Kante und hat gedacht, soll ich etwas erzählen, soll ich nicht? Ich wollte auch dich noch ermutigen, komm doch führen und teile es mit uns. Es ist so wertvoll und ermutigend. Ja, cool, Anja. Genau, ich weigere mich gar nicht, aber ist okay. Ich bin über die letzten Jahre bin ich viel so ein bisschen in seelsorgerlichen Prozess hinein, weil ich einiges habe versucht aufzuschaffen aus meiner Vergangenheit und was so passiert ist. Und ich habe dann vor 1,5 Jahren habe ich wirklich so mega das Gefühl gehabt, ich muss jetzt, ich bin so einem internationalen Teenager-Kongress und ich habe mega das Gefühl gehabt, ich muss jetzt für mich für Heilung beten lassen. Und ich bin dann aufgestanden und bin zu jemandem angegangen und kann für Heilung beten lassen. Und von dem Zeitpunkt an, ich hatte das früher ab und zu mal gehabt, dass ich so Panikattacken hatte, das habe ich aber nicht sehr regelmäßig gekannt, ich habe es aber gekannt. Aber von dem Zeitpunkt an habe ich eigentlich wöchentliche Panikattacken gehabt. Die sind wirklich aus dem Nichts, aber je nachdem, ich bin auch sehr viel gereist. Also danach ich habe wirklich danach zu Meetings müssen auslaufen, weil ich gewusst habe, jetzt kommt eine Panikattacke. Genau, und ich habe dann wirklich, das Gefühl gehabt, es wird immer schlimmer und schlimmer. Und ich habe nicht gewusst, was machen. Ich bin auch zu verschiedenen so Zentrum gegangen oder habe für mich beten lassen und Seelsorge und ich habe wirklich vieles versucht und habe auch immer mehr durch das so ein bisschen gelernt, auch über Gottes Reich und wie seine Heilung auch funktioniert. Ich habe dann auch Bücher gelesen und so weiter, also ich habe versucht, alles Menschenmögliche zu machen. Und genau, ich bin wirklich so zu Zentren gegangen, wo wirklich eigentlich auch bekannt sind dafür, dass sie mega Heilung auch für Leute bringen. Und da mega in Gottes Reich arbeiten. Ich habe aber durch das Ganze mega auch lernen, wie es gibt nicht ein Schema in Gottes Reich, weil ich habe schlussendlich bin ich ein bisschen weniger als ein Jahr ist das jetzt her, wenn ich dann eben so ein Buch gelesen habe, wo mir mega ins Leben hineingesprochen hat, wo mir mega viel auch aufgezeigt hat eben über das Gebet und über Gottes Heilung. Und ich habe dann das so ein bisschen angefangen, einfach mal versuchen umzusetzen in meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, wie man das so richtig macht, aber ich habe das dann einfach mal so ein bisschen versucht umzusetzen. Und ich habe dann eben so im Januar letzten Jahr habe ich dann bin ich einmal am Morgen in meinem Zimmer und habe eine mega längere Zeit auch mit Gott verbracht und ich habe wirklich gemerkt, jetzt kommt eine mega Panikattacke und es ist wirklich mega intensiv gewesen. Aber ich habe wie gewusst, währenddem, dass ich die Panikattacke habe, dass das die letzte Panikattacke ist, die ich in diesem Zusammenhang wird haben oder mit dem, ja, es hat so einen spezifischen Trigger eigentlich gegeben, wo die einmal ausgelöst hat. Genau, und das ist wirklich die letzte, die ich je hatte. Jetzt in diesem Zusammenhang, ich hatte noch eine, aber das war ein anderer Zusammenhang.
Genau, und das ist eben so mega aufgegangen in mir, einfach in diesen ganzen Prozessen, in diesen verschiedenen Leuten, die ich immer wieder in mein Leben versucht habe reinzuholen, die versucht haben, in mein Leben hineinzureden, dass einfach in Gottes Reich, da gibt es nicht das Schema A oder Schema B und so funktioniert, dort muss man ran, sondern es ist einfach Gott und der Heilige Geist, der mit einer Person unterwegs ist und wo zur richtigen Zeit einfach auch das Richtige macht, sodass nachher wirklich auch er darf verherrlicht werden und es nicht um die Menschen geht oder das Schema geht, das funktioniert, sondern es ist einfach der Heilige Geist und Gottes Wirken, der da drin kommt. Danke, Anja, auch für dein Teilen. Es ist so cool, auch einfach wirklich können zu rechnen im Alltag mit Gottes Wirken. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, wow, das ist so lässig, was die Leute alles dürfen erleben und du möchtest das auch haben für das Leben. Ich wollte einfach zum Schluss noch beten. Ich wollte Jesus nochmal Danke sagen, aber gleichzeitig auch, dass er dir dort begegnen darf, wo du unterwegs bist. Ob du jetzt da drin bist, was du dir vorgenommen hast für das neue Jahr, muss ich das Gott anlegen und dann werden wir ihn einfach nochmal loben und preisen, weil es gibt wirklich mehr als 10'000 Gründe, um ihn gross zu machen. Jesus, ich danke dir für die Zeugnis, für das, was wir hören dürfen, für das, was du tun hast in dem Leben der Menschen unter uns. Und ich möchte dich besonders bitten, dass du jetzt begegnest den Leuten, die sich auch so Begegnungen wünschen. Dass du die Herzensanliegen anhörst, die die Menschen haben, dass du ihnen den Mut schenkst, die Herzensanliegen auch vor dir zu bringen und du ihnen dort hinein begegnest. Weil du bist ein Gott, der oben runterkommen und den Menschen begegnen. Danke vielmals.